Geben wir echt das Beste. Auch wenn das unser Chef oder die Chefin nicht als das Beste findet, Gott sieht es. Und wenn wir anfangen, schlussendlich nicht nur zu arbeiten, nicht nur die Schule, auch wie wir mit unserem Kollegen und Freundinnenkreis umgehen, wie gehen wir damit um? Brauchen wir es einfach so, wie es für uns passt? Oder probieren wir auch dort etwas Positives reinzugeben? Ich glaube, das ist meine tiefe Überzeugung, Gott wird es belohnen. Und jetzt wollen wir doch noch recht herzlich alle begrüßen, immer wieder die Predigt auf Podcast nachschauen. Geben wir ihnen einen lauten Applaus aus dem Kalkofen raus. Es freut mich ganz fest. Habt ihr eingeschaltet, seid auch so ein Teil von dieser Serie oder von dieser Predigt. Wir haben auf unserem YouTube-Channel auch noch ganz viele andere Sachen. Wir haben übrigens auch die HBN Deutsch-Channel, ein Channel, wo jeden Tag ein Video auf Hochdeutsch rauskommt, wo Leute aus unserer Kirche, aber auch Leute von Amerika, wir können übersetzen, Leute von Deutschland, die wir dürfen interviewen. Jeden Tag ein geniales Video, also da, wenn es dich interessiert und jeden Tag ein cooles Video möchte ich dich ermutigen, diesen Channel zu abonnieren. Wir sind in der Serie Legacy, Wege, die bleiben. Und heute ist das dritte Thema, da geht es ein bisschen um Exzellenz. Ich bin überzeugt, dass wir wirklich auch etwas hinterlassen können. Und das ist ein bisschen Legacy, Wege bleiben. Also nicht, dass wir jetzt schon mit 17 uns müssen überlegen müssen, wie tue ich denn mal etwas hinterlassen. Michael hat das ja mit der ersten Predigt so wunderbar erklärt, sondern vielmehr, wie können wir auch in dieser Zeit, die wir haben, hier auf dieser Erde, wie können wir etwas, also so leben, etwas bewegen, dass wir auch einen positiven Einfluss hinterlassen können. Ich bin überzeugt, das ist vielleicht für die einen oder anderen so ein bisschen, will ich das überhaupt? Ich will meinen Weg gehen, es soll gar nichts bewegen. Aber ich staune immer wieder, ich bin nicht schon so der Geschichtsfanatiker oder so, aber ich staune, wenn Menschen im Positiven, sogar mit Gott zusammen, wie ihre Willen, wie haben mit Gottes Ideen und seiner Kraft können connecten, wie das auch immer wieder können Geschichte verändern, wie das auch bewegt hat. Wie gesagt, Menschen, die sich zur Verfügung haben, steht für das Positive. Leider aber auch, wenn Menschen irgendwo etwas haben kultiviert, wie so ins Negative schlussendlich geprägt hat. Und ich bin überzeugt, wir alle sind in einem Umfeld drin, wo es Gott liebt, wenn wir auch probieren, irgendwo etwas Positives zu prägen. Und ich bin überzeugt, dass wir auch das können. Es ist ein Wert, eben die Exzellenz, dort, wo wir sind, an dem Ort, wo wir sind, extrem entscheidend. Dass wir probieren, ich habe es ein bisschen so aufgeschrieben, was auch immer du machst, du mindestens eine Sache außerordentlich gut oder stark oder einfach exzellent. Und das habe ich schon lernen in der Kochschule. Ich weiss nicht, gibt es noch Kochschulen heutzutage? Machen wir das in Schule noch? Glaube gar nicht, oder? Ja, heute mit der Mikrowellengesellschaft und so brauchst du ja das auch nicht mehr. Den Kalkofen, der immer offen hat und so. Bei uns war die Kochschule wirklich so mega tough. Also es hat keine Noten gegeben, das war eben mein gutes Glück. Weil ich bin voller Überzeugung gesagt, das ist nichts für mich. Ich finde immer Leute, die für mich kochen, mein ganzes Leben lang. Und das bringe ich irgendwo her. Dann hat mir die Frau, die war eine ganz liebe Mutter, die hat mir gesagt, du musst lernen kochen. Sonst überlebst du nicht. Ich dachte, oder was. Ich habe mich entschieden, von Anfang an, ich werde das nicht gut können, schon nicht so mies mit all dem mehrschichtigen Sachen machen, das Rüebli rösten und dann irgendwie im Backofen und das und eins. Darum, ich konzentriere mich einfach auf etwas. Das mache ich mega gut. Tischdecken. Das war mein Sämtchen. Da habe ich voll durchgezogen. Tischdecken. Und dann ist aber noch etwas Zweites dazugekommen. Das mache ich heute noch. Die Salatsauce. Ich habe einfach gesagt, egal in welcher Gruppe ich bin, tue Tischdecken, Salatsauce. Und falls ich noch Zeit habe, mache ich den Tee. Aber der Tee war dann der Ort, wo ich mich noch ein bisschen kreativ ausleben durfte. Und dann ganz extra überzuckert habe. Oder eben nicht. Und noch ein bisschen anderes Zeug reingeschossen. Aber die Salatsauce habe ich gesehen. Das ist das, was ich kann. Und das mache ich noch heute in unserem Haushalt immer noch. Und meine Kinder lieben noch jetzt meine Salatsauce, weil ich eben schon nichts machen muss. Ich habe auf etwas fokussiert. Gut, vielleicht ein bisschen lustig, wir wollen da gleich eine Seriosität rein. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man mindestens etwas probiert, Exzellenz zu machen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Man will überall sein. Man ist am Arbeiten, aber denkt, okay, ich muss ja hier zum Arbeiten nicht etwas Gutes machen, weil es ja gar nicht das, was ich eigentlich will. Wir sind in Lehre und denken, wie jetzt so oder dieses machen. Es spielt gar keine Rolle, weisst du, nach der Lehre will ich gehen. Wir sind irgendwo, vielleicht in Schule, im Unterricht, denken, so ein Scheissfach interessiert mich nicht, brauche ich nicht. Es ist oftmals so,
dass gerade in diesen Momenten unser Charakter am meisten geschliffen wird und vorbereitet wird, in diesen Momenten, wo wir das Gefühl haben, schlussendlich, es ist für nichts. Es ist ja spannend, wie im Kolosser 3,23 das so schön steht, eigentlich, was so ein bisschen, ja, der Vers ist für die Predigt, wo steht, alles, was ihr tut, tut von Herzen als etwas, das ihr für den Herrn tut und nicht für Menschen. Aber es ist so schön geschrieben, dass wir gar nicht schlussendlich für die Menschen oder für nur zu überleben arbeiten, dass wir gar nicht wegen dem irgendwo wie in die Kirche kommen, vielleicht ein andere denken, wow, super, wieder in die Kirche gegangen, sondern schlussendlich machen wir unser Leben, wir leben unser Leben für Gott. So wie wir arbeiten, ehren wir nicht in erster Linie, klar auch, aber nicht nur in erster Linie unseren Chef, sondern wir ehren Gott. Wir machen es für Gott. So wie wir in die Schule gehen, ehren wir Gott. Und ich weiss, das kann jetzt natürlich auch ein bisschen Druck auslösen, oder? Kommen all die Bilder in den Sinn, wo wir irgendwo geschlafen haben, zingst oder was. Ich bin voll mit euch. Kein Problem. Alles gut. Ja, eine gewisse Zeit braucht, bis ich gemerkt habe, es geht nicht nur darum, den gäbigsten Weg zu machen, oder? Möglichst wenig, dann bist du der Held, oder? Im Militär habe ich es leider bis zum Schluss durchgezogen. Die Exzellenz habe ich dort völlig ausser Acht gelassen im Leben. Ich habe das relativ einfach durchgeschlittert, so, oder? Kiosksoldat. Aber immerhin, das habe ich leidenschaftlich sehr gut gemacht. Das muss man dann wieder sagen. Kann man es drehen, wie man will, oder? Aber schlussendlich geht es darum, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es gibt keinen höheren Sinn, wenn wir auf das Mal uns überlegen, wenn wir morgen arbeiten oder in die Schule, wenn wir uns überlegen, so wie ich mich verhalte, ehre Gott oder eben auch nicht. Unsere Kirche hat einen Wert, der genau so ist, Exzellenz und Liebe, wie es dort beschrieben ist. Qualität ist unser Stempel. Gott gibt sein Bestes für uns, darum wollen wir auch unser Beste geben. Wir ehren Gott, unseren Nächsten, unseren Vorgesetzten, durch unsere Entscheidungen zur Exzellenz, sei es in Kirche, daheim oder am Arbeitsplatz. Und ich glaube, Gott hat uns mit Fähigkeiten beschenkt, auch für ihn zu ehren. Und das möchte ich auch nicht irgendwo wie schlecht oder vergleichen oder was auch immer, aber etwas, was mich seit Jahren antreibt, hier probieren, mein Bestes zu geben in der Kirche, ist, weil ich leider so viele christliche Organisationen oder auch so viele Kirchen sehe, die irgendwo wie sagen, ja, es spielt ja keine Rolle. Gnade ist ja viel da. Und das ist alles richtig. Aber oftmals entschuldigen die Leute, die mit Gott unterwegs sind, eigentlich auch ein bisschen das möglichst nichts machen. Es spielt keine Rolle, ob jetzt das ein bisschen professionell daherkommt oder nicht. Es spielt keine Rolle schlussendlich. Aber dass wir eigentlich ein Abbild, wir sind geschaffen, ein Ebenbild von Gott, vergessen wir einfach so. Und wenn wir rausschauen, schauen wir die Natur an, hat die Gott einfach so hergepfuscht. Einfach so, ja, mal schauen, was ich heute mache. Dann haben wir ein Tier. Weil Gott nicht mehr machen musste. Stell dir vor, wir haben einen Baum. Und nicht noch Blumen, nur einen Baum. Also ich liebe ja den Tannenbaum, aber stell dir vor, es gäbe nur den. Nur die Tanne. In jeder Dings. Und wenn du nicht zu deiner Frau gehst, am Valentinstag, ist so eine Tanne. Ich liebe die mega. Ja Gott, es gibt nichts mehr. Du ja nur, wir können raus spazieren. Gehen wir über Feld, schauen wir an, tun wir irgendein Tierdoku anschauen. Sorry, die Fische im Meer. Hat Gott nicht sein Bestes gegeben? Ist Gott nicht kreativ gewesen? Hat Gott nicht gesagt, nur ein bisschen, das reicht. Ein bisschen arbeiten, und wenn ich das anschaue, wenn ich die Bibel lese und mal probieren, die Bibel aus dieser Exzellenzseite, dann kommt der Merk, da erwacht etwas in mir. Was mich traurig macht, weil oftmals wir Christen einen Ruf haben von denen, die noch fast im Fausten durchs Leben durchgehen. Und ich liebe es zu sehen, wenn Menschen mit Gott zusammen probieren, immer wieder die Exzellenz irgendwo herzubringen. Das heisst nicht, wir dürfen nie Fehler machen, müssen perfekte Menschen sein, sondern einfach schon um die Einstellung zu haben, dass jeden Tag ein Geschenk von Gott ist, ändert so viel in unserem Alltag. Wenn wir in die Bibel schauen, können ganz viele Geschichten nehmen. Etwas, was für mich immer auch wieder ein Grund ist, auch für die Exzellenz, ist eine Geschichte, die mich sehr berührt. Und das ist die, wo eigentlich der König Salomo ja auch durfte, den Tempel, das Haus von Gott bauen. Das ist ganz spannend, wie das der zu und her ist gegangen. Ich lese euch schnell vor. 1. Könige 6, 7, lesen wir, die Steine für den Bau des Tempels wurden vorher im Steinbruch schon fertig behauen. Daher brauchte man sie am Bauplatz nur noch zusammenzufügen und hörte dort keinen Lärm von Hämmern, Meißeln und anderen Eisenwerkzeugen. Schon mal das Erste, das hat ja ein bisschen Organisation gebraucht.
hat man einfach chaotisch mit null Exzellenz irgendwo die Steine ein bisschen behauen. Und dann hat man am Ort, wo man das zusammengebaut hat, gemerkt, die Steine sind komplett falsch. Das ist schon mal das Erste für mich, das erste Indiz, dass man überlegt hat. Wir lesen weiter, 1. Könige 7,9, da könnt ihr mal alles durchlesen, das ist ganz spannend. Für alle Gebäude wurden Quadersteine, Achtung, da kommt es bester Qualität verwendet. Ich liebe das. Sie waren vorher mit Steinsägen genau zurechtgeschnitten worden. Alle Mauern dieser Gebäude, angefangen bei den äußeren Palästen bis hinein zum großen Innenhof, bestanden aus solchen Steinen. Warum beste Qualität? Ich glaube, das Beste, was wir bieten können, ist nur so gut genug für Gott. Gott ist so unglaublich, dass wenn wir das Beste geben, an dem Ort, wo wir sind, mit den Mitteln, die wir haben, egal ob wir in der Schule sind, beim Arbeiten, in der Lehre, wo wir nur eigentlich fertig machen wollen, vielleicht daheim sind, kleine Kinder haben oder vielleicht schon älter sind, was auch immer, wenn wir das Beste geben, mit jeder Handlung, ehren wir Gott mit dem, was wir tun. Wenn wir noch in die Einrichtung gehen lesen, bei diesem Tempel, wie es nachher ist gegangen, das würde ins Detail viel zu weit gehen. Es ist alles mit dem Besten, mit Gold, mit viel, was Gott der Salomo gesegnet hat, aber nachher auch eingesetzt wurde ins Haus von Gott. Es hat eine Szene gegeben, oder einen Moment gegeben, wo Gott wie beim Volk Israel gelebt hat. Dem sagt man in Stiftshütten. Also das Volk Israel durfte wie ein Zelt bauen, wo Gott hat gesagt, dort wohnen ist. Schlussendlich könnt ihr mal dort das lesen, 2. Mose, ganz spannend. Und das steht, wenn man die Bibel vorfällt, lesen, und man dann irgendwann merkt, okay, Gott hat die Welt erschaffen, und dann ist alles mega spannend da mit dem Abraham und weiter, und dann geht es weiter, und dann kommen sie aus dem Zeug raus, aus Ägypten, und dann irgendwann kommt die Stiftshütte, und dann liest und liest. Und dann dachte ich, okay, schöner Vorsatz gewesen, mal die Bibel durchzulesen. Warum? Jedes kleinste Detail wird dort ganz klar definiert. Gott sagt, wenn ihr mir ein Haus bauen wollt, dann muss es so und so und so und hier und da und dann nehmt ihr das und dann das. Nur dann fühle ich mich wohl. Und manchmal denke ich, wir entschuldigen unseren Alltag so mit mag es nicht, geht nicht Lust. Versteht mich nicht falsch. Auch ich habe manchmal gekämpft und sage, ich mache nicht. Exzellenz, mühsam, gell? Jetzt hat man einfach ein bisschen pfudern. Und manchmal tue ich auch pfudern und gebe mir vielleicht ein bisschen weniger Mühe. Das ist menschlich, aber schon nur probieren, schlussendlich im Alltag das Beste zu geben. Wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, ehrt Gott oftmals viel mehr, wenn wir in die Bibel schauen, also wir stundenlange Gebet verfassen und machen und tun und hier und da und überlegen uns, dass wir ja nichts falsch machen und da und dieses und so viel mit uns beschäftigen. Es ehrt Gott oftmals so viel mehr, wenn wir einfach sagen, Gott, da bin ich gebe mein Bestes, nützt du das so, wie du willst. Jetzt probiert ein bisschen abzubrechen, wie können wir das in unserem Alltag hinzuglauben. Es ist wichtig, dass wir Prioritäten setzen. Das ist für mich auch Exzellenz. Es läuft so viel in dieser Welt. Und wenn wir nicht Prioritäten setzen, dann sind wir ein bisschen da, dann sind wir ein bisschen dort, helfen da noch ein bisschen, dort noch ein bisschen, da noch ein bisschen, dieses. Aber schlussendlich sind wir auch nicht greifbar. Das nächste ist für mich Zuverlässigkeit. Aber ein Ja ist eigentlich ein Ja. Und wenn wir das Ja nicht geben können, dann sagen wir gescheiter nicht Ja. Dann sagen wir, ich weiss es noch nicht, ob ich das Ja geben kann. Aber eigentlich ist ein Ja für eine gewisse Zeit ein Ja. Das kann uns helfen, exzellenten Lebensstil zu leben. Das nächste ist, was wir ein bisschen aufgeschrieben haben, dass wir probieren, immer auch mit dem, was wir machen, auch mit einem Ziel vor Augen durchs Leben gehen. Und wenn wir kein Ziel haben, dürfen wir auch Gott darum bitten, dass er uns ein Ziel geben kann. Ein Traum, eine Vision, ein Weg, der es durchgehen kann. Und das Letzte, was wir noch ein bisschen aufgeschrieben haben, dass wir noch probieren, Sorge zu unseren Herzen, dass wir immer die richtige Motivation behalten können. Und das können vielleicht so 4 Hilfen sein, kann aber auch etwas anderes sein, dass wir probieren können, ein Leben zu leben, das Gott hat. Und ich möchte uns alle ermutigen, heute am Abend geht es nicht darum, wo stehen wir im Leben und wo können wir hergehen, sondern nur, wie können wir Gott ehren in dem, wo wir jetzt sind. Sind wir in einer Beziehung, geben wir das Beste in dieser Beziehung. Leben wir noch daheim, geben wir das Beste, dass unsere Eltern irgendwo durch auch zu Schlag kommen mit uns. Sind wir Eltern und haben Junge daheim, geben wir das Beste, dass es für die Jungen angenehm ist. Sind wir in einem Hobby dabei, geben wir das Beste, dass wir zuverlässig sind. Sind wir irgendwo vielleicht
Am Arbeiten will am anderen Ort sein, solange wir dort arbeiten, sollen die Leute stolz auf uns sein. Sollen sich die Leute auf uns verlassen. Ich habe aufgeschrieben, dass mit dem ganzen Perfektion-Ding, weil es ist bei mir auch ein bisschen Exzellenz. Okay, es muss perfekt sein. Sonst hat Gott nicht Freude. Gott verurteilt mich. Aber es ist ein grosser Unterschied, ob wir von Perfektion reden oder von Exzellenz. Ich habe aufgeschrieben, Perfektion bedeutet, fehlerlos zu sein. Exzellenz hingegen bedeutet, das Beste aus sich selber mit Gott zusammen rauszuholen und schon nur den Willen haben, immer wieder zu wachsen. Jetzt ist es so, dass mit der Perfektion und der Exzellenz ist sehr nah beieinander. Ganz ehrlich, ich muss auch aufpassen, wenn ich das Beste geben will, dass ich nicht stoggle, weil es perfekt muss sein. Dass es gar nie einen Raum hat für das Wachsen. Und ich mir vielleicht sogar selber anklagen und sage, okay, heute habe ich es wieder nicht geschafft, ich habe wieder nicht das Beste gegeben, und es ist nicht perfekt gelaufen und so weiter. Ja. Aber mit Gottes Hilfe zusammen schon nur probieren, wie zu sagen, ich gebe mein Bestes. Schon nur am Morgen aufzustehen und nicht nur sagen, manchmal braucht es so, dass wir am Morgen aufstehen und sagen, Gott, ich brauche Hilfe hier, da, dieses, jenes, eins, sonst schaffe ich es nicht. Aber wir können ja mal probieren zu sagen, Gott, du weisst, wo ich Hilfe brauche, aber ich möchte dir sagen, lieber Vater im Himmel, heute gebe ich mein Bestes. Weil du es verdient hast. Weil du ein exzellenter Gott bist. Ich weiss nicht, wer von euch den Europapark alles liebt. Ich meine, der Europapark, der ist eine eigene Liga für mich. Das ist unglaublich. Da kannst du immer wieder neues Zeug erleben, oder irgendwie mehr schlecht wird, je älter du wirst und je krasser sie sind. Aber sie haben ja so schön die Details. Oder? Du kannst mit kleinen Kindern im Europapark spannende Sachen. Du kannst mit Kollegen im Europapark, du kannst in die Hotel, du kannst überall. Du findest so viel Exzellenz da drin. So viele Details. Und eigentlich ist ja unglaublich, was die Leute oder die Familie, das ist eine Familie, die das leitet, sich entschieden hat zu machen. Die haben irgendwo so mit einem lustigen Wagen angefangen, so einem Vergnügungswagen, und haben davon geträumt, dass sie einen Park bauen können, jetzt müssen wir haben, wo die Leute herfahren, für einfach ein bisschen Spass zu haben. Die Vision ist doch irgendwo. Also wer hat überhaupt Zeit? Wer hat schon Stunden angestanden im Europapark? Zu jedem Tag kannst du her und es regnet, dann bist du zwar der King, weil du nur eine Stunde anstehen musst und nicht 4 Stunden. Ich war mal an Pfingsten, geht ja nie Pfingsten im Europapark. Weißt du, was ich denke? Jeder denkt, es hat viele Leute und darum hat es keiner. Ja, kannst du denken. Du. Etwa 4 Bahnen hat es gelangt, nicht mal, glaube ich, nur 3. Oder alles den ganzen Tag angestanden. Gut, was wollte ich sagen? Ich habe ein Interview gelesen, wo sie der Sheriff, der Mack, der eigentlich unter seinem Vater nachher den Park so richtig vorwärts gebracht hat. Und sie haben ihn gefragt, wie kann er den Erfolg, den der Europapark hat, betiteln. Er hat gesagt, mein Vater hat keinerlei Kompromisse in Bezug auf Qualität zugelassen, selbst wenn er dabei Geld verlor. Er hat nie an Qualität gespart. Er hätte das mit seiner Arbeitsethik überhaupt nicht vereinbaren können. Er hat immer gesagt, wir machen das, was wir können und das richtig. Und wenn wir kein Geld haben, dann warten wir halt noch, bis wir so viel haben, wie wir für unsere Qualitätsansprüche brauchen. Diese Einstellung habe ich übernommen. Ganz spannendes Interview, wo noch mehrere Sachen sind vorgekommen. Spannend ist übrigens so, das gleiche noch schnell sagen, was mich so inspiriert hat, was ich gefragt habe. Einer der Kernpunkte ist ja in so einer Familienverfassung, die das Unternehmen eigentlich beschreibt, wie es weitergeht, ist es, dass es in der Familie hängen soll bleiben. Und er hat zur Antwort gegeben, das stimmt absolut, auch der christliche Glaube ist ein Aspekt. Wir haben ihn von unseren Großeltern und Eltern gelernt und geben ihn an unsere Kinder und Enkel weiter. Als übergeordnete geistige Kraft ist das wichtig. Das ist, warum der Europapark so gesegnet ist. Wir sind mit Gott unterwegs. Und ich liebe es, für mich ist das, wo ich das anfange zu begreifen, und ich gehe heute anders in den Park, ich schaue das anders an. Weil ich sehe irgendwo, dass Gott eine Leidenschaft in eine ganze Generation und kommende Generationen gelegt, für etwas zu kreieren, mit dem Ziel, dass die Leute einen Tag abschalten von dem, was sie ertragen müssen, so haben sie es geschrieben, und dürfen einen vollen Tag voller Spass erleben. Mit Exzellenz zusammen, mit Gott im Schiff für etwas Grosses zu bewegen. Ich glaube, etwas gemacht, wo man nur staunen kann, was alles gehen kann. Ich könnte in die Bibel schauen, ich könnte euch von so vielen Glaubenshelden erzählen, die gestockelt sind, die Fehler gemacht haben, das ist nie die Frage. Aber es gibt auch so viele
berührende Menschen in der Bibel, die wir lesen, die einfach ihr Bestes gegeben haben. Sie haben einfach gesagt, mit den Mitteln, die ich habe, in dieser Ausgangslage, wo ich jetzt bin, möchte ich mein Bestes geben. Und entweder tut Gott eine neue Türen auf und ich werde am anderen Ort sein, oder dann bleibe ich noch da. Dann gebe ich mein Bestes da. Und ich staune, wie Gott Geschichten schreiben konnte, wie Gott Sachen kreieren konnte, die wir noch heute davon profitieren dürfen. Und ich möchte heute mal mit dieser ganz einfachen Predigt einfach ermutigen, geben wir einfach das Beste. Auch wenn das unser Chef oder die Chefin nicht als das Beste findet, Gott sieht es. Und wenn wir anfangen, schlussendlich nicht nur zu arbeiten, nicht nur die Schule, auch wie wir mit unserem Kollegen und Freundinnenkreis umgehen, wie gehen wir damit um? Brauchen wir es einfach so, wie es für uns passt? Oder probieren wir auch dort etwas Positives reinzugeben? Ich glaube, das ist meine tiefe Überzeugung, Gott wird es belohnen.